an die Herren Kollegen, ich will all die Vierredner merci so für die viel flott, interessant Remarken an interessant Ideen, die sie abgeworfen. Martin Hamsen hört mir leider ein paar von Mengen große Kritikpunkte für weggeholt. Ich will mich da expressis verbis, aber sie sachlichen, sachkundlichen, fundierten Remarken ausschließt. Dann auch, und am Schluss hat der direkt baut, auch dem Gérard Anzier, fand ich, wird extrem richtig. Ich richte mich auf den, dem ich ausschwätzt. Nee, auch der Anzier wird extrem richtig, wichtig, froh und abgeworfen, ob die ich auch nachher zurückkommen. Ja, Diskussion über Produkt, Phytopharmazeutik, Pestiziden feiert an den Dilemma. Die eng soen ohne die Mittel könnte man gut nicht die Quantität und Lebensmittel produzieren, die wir verbrauchen. Die einer soen ökologische Landwirtschaft als gut nicht so viel Manner produktiv wie gesot wird. Denn die Märkten wird gesperrt von 30%, andere schwätzen von 20%, Bayer schwätzt von 50%, mit die will ich auch hier Mitteln verkaufen. Fakt ist, dass allseit sich auf wissenschaftliche Studien berifft. Fakt ist auch, dass die Studien sich widersprechen. Fakt ist, dass wohl kein Bauer bewusst sein eigene Boden verseuchen oder vergiften. Fakt ist auch, dass es hier am Land Substanzen zougelos sind, von denen wir heute schon wissen, dass sie extrem schädlich sind, und zum Beispiel für das massiv Beispiel, von dem hier schon jetzt gegangen ist, responsabel sind die berühmten Neonicotinoiden. Das Gift wird geholfen, für so Saatgut anzubezen, das ist ganz richtig, und zwar wird das angebetet, für das wir am Boden Recht drogen. Wir wissen aber heute, dass das Gift sich am Boden an der Pflanze verteilt und akkumuliert. Und dafür hat der Kollege Frank Arndt nicht recht, von der Verschwätzt, dass nicht falsche Aufwendungen oder zu hohe Dose gefährlich wären. Nein, es gibt auch die Gifte, die sich ganz einfach akkumulieren. Ein Beispiel bei 4 bis 5 Nanogramm von dem Gift. Und das ist, Herr Dr. Mehr, 10.000 Mal Männer wie bei dem legendären Gift DDT, von dem dir an noch ein Herr Rapporteur geschwärzt hat. Dafür kann man sich vorstellen, wieso mir so ein kompliziert und bürokratisch Gesetz wie der heute machen, wenn so gefährliche Substanzen weiter legal sind und weiter angewendet gehen. Wir als ZDR sind dafür gegen das Gesetz, weil es geht uns nicht weit genug. Und an anderen Aspekten geht es viel zu weit. Das Gesetz als ein weiterer Schritt an die Bürokratisierung von unserem Land. Viertgrund an der Debatte über Dabrich wird Madame Dalagnol von der LSRP gemengt, viele Leute wären nicht froh über zu viel Polizeipräsenz, geben sich dann angeschränkt vielen an ihrem Leben. Aber was gegen Dabruch-Serie für die LSRP ein Problem ist, als das für die Bauern angeht, kein Problem für sie. Neng verschiedene Instanzen und Administrationen und nie auf der Police, zusätzlich zur Police, Kompetenz für Infraktionen gegen das Gesetz zu recherchieren. All die Leute, die den OPJ-Statut, Offizier de Police Judiciaire, erkennen der an Nucht, an Betriebe, Ragon, an die Durchsicher. Das sind Douane-Exis, das Administration des Services Techniques de l'Agriculture. Drittens, l'unité de contrôle du ministère de l'Agriculture. Viertens, l'administration de l'environnement. Fünftens, l'administration de la nature et des forêts. Sechstens, l'inspection du travail et des mines. Siebtens, direction de la santé. Achtens, service de la sécurité alimentaire. Neuntens, l'administration de la gestion des eaux. Und natürlich zehntens, Police selber. Die Proliferation, die Zersplitterung von Kompetenzen haben wir auch an der Domain von der Lebensmittelsicherheit, und ich fand sie absolut kritikabel. Das Problem ist finalen Koordination von all diesen Kontrollen. Wie fühlt ein Bürger sich, wie fühlt ein Bauer sich, wenn er für 2, für 3, für 4 oder eine Woche kontrolliert wird? Und dann Strophen. Ja, es gibt an dem doten Domain, an der Minister Oetjen hat an der Kommission darauf hingewiesen, Großgangsteren, die mit schrohen Substanzen handeln, die sie für Billiggeld abkaufen, nicht zugelassen und gefährliche Produkte, und da man ihr Handelchen machen. Da kann Strafe gar nicht hoch genug sein. Mir auch kleinste Vergehen, eine falsche Androhung am Register, eine falsche Manipulation von einem Produkt, gehen hier bestraft. An die Strafe gehen, das darf man nicht vergessen, bis 3 respektive 5 Jahre Prison, an Amande bis 250.000 €.
Dabei kommen danach die Administrativstrophen durch den Minister, wo man mir auch größte Probleme holen. Das wie beim Führerschein. Nieft engem sofortischen und zuchtischen Untersuchungsrichter gëtt no eng Strofung geriecht, et gëtt de Punkt verlocht, ich kann verleiien an, kann noch näre Dreh administrativ gehen. Mir fallen dat net gut, mir fallen eng Infraktion sollt emol sanktioniert gehen. Mat aller Ach und Krach huet als Majorität dem Staatsrat no gin. An seiner Kritik a wenigstens e Recours en Reformation, also Recours au fond, géint de Minister seg Decision virun de Verwaltungsgerichtspaketen erlaubt. Obskur bleibt, wieso denn de Lee fir den Recours zu machen, an diesem Spezialgesetz opfeiert sich stech a Platz op die üblich 3 Monate festgelöscht gouf. Et gëtt als gesot am Rapport, do wir Celerität neidig. Das ist so Quatsch. Ich mein, hält der Minister eng Sanktion, die Sanktion will ich attackieren, das was ich gemacht habe, ist ja schon geschickt. Es gibt also absolut keinen Grund, für was der Staat muss auf 40 Stich attackieren, anstatt wie sonst üblich an 3 Monaten. Back to basics. Ich will mich heute dem Gast Schiberia ausschließen, den an der gestrigen Debatte über Kompetitivität zurecht sagt, dass man es hier im Lande man muss verschieden fundamental vorstellen. An lo sinn ich nächst bei meinen Kollegen von der Geringer Partei. Wo soll als Land hinsteigen? Wo soll als Landwirtschaft hinsteigen? Das ist darin Debat, den auch mal den Betroffenen muss gefordert geben. Wie geht als Land ausgesehen ohne Bauernwiese? Wollen wir mehr Fruchtwiese an Mann als zu Pestiziden? Sind wir bereit, den mannerheigen Ertrag, du sind wir so jetzt, den mannerheigen Ertrag zu akzeptieren, an die verloschte Bauern zu kompensieren, für das sie von ihren Betrieben nach können leben? Sind wir bereit, auch an Europa anzuwirken, dass die jährlich 55 Milliarden Euro, die für die Landwirtschaft ausgegeben, ernst ausgegeben, an Familien erlauben, die Bauernfamilien erlauben, ein ordentliches Abkommen zu haben, aber weiterhin für ihr Erbicht auch an Eisem denkt, am Ding von der Allgemeinheit honoriert zu gehen. Das ist fundamental Diskussion als nötig. Das ist hyperbürokratisch. Gesetz als nicht nötig. Und dafür sind wir als fairen Dialog mit der Landwirtschaft agent diesen Text. Ich soll nicht mehr sehen.